Trump sagt, dass er fast alle beiden Dokumente, die er mit dem Autopen hat unterschrieben, als ungültig erklärt. Darüber haben sich viele Schweizer Medien ziemlich aufgeregt. Ich musste schmunzeln, als ich einen typischen Kommentar dazu gelesen habe. Wie lange man in den USA da noch zuschaue, das sei ja unverschämt, was der Trump mache, schreibt einer im Sinn an. Leider ist der auf eine einseitige Berichterstattung der Schweizer Tageszeitungen eingefallen. Die haben in etwa alle gleich einheitlich berichtet. Ich versuche es jetzt mit meinem Beitrag besser zu machen. Für dieses Video bin ich beide Seiten anhören. Was ist überhaupt ein Autopen? Was sagen die beiden Leute zum Vorwurf, sie haben den Autopen auch ohne Bidens Wissen gebraucht? Wieso kommt der Untersuchungsausschuss vom Repräsentantenhaus zu einem sorgenvolleren Ergebnis? Und was haben zwei Journalisten unabhängig davon herausgefunden? Und am Schluss, was ist meine persönliche Einschätzung zu diesem Skandal? Hey, ciao zusammen, von Gunten hier. Herzlich willkommen aus Los Angeles. Und dieses Mal habe ich eine spannende Reportage für euch. Etwas, was ihr so noch nie gehört habt. Darum dranbleiben bis hinten. Kürzlich hat ein Post von Trump wieder mal für Aufregung in den Medien gesorgt. Er hat gesagt, dass alle Dokumente ungültig seien, die Biden mit einem Autopen unterschrieben hat. Der Vorwurf ist, Biden habe selten etwas selber unterschrieben. Und gar am Ende habe der nicht immer gewusst, was da ist unterschrieben wurde. Mit diesem Roboter-Filzstift. Die Medien haben sich empört gegeben. Sie sagen, das sei ein weiterer Angriff auf ihre Demokratie. Trump selber hat noch einen oben drauf gegeben. Er hat sogar von einem Präsidenten geredet, der nicht mehr Herr und Meister über seine eigene Unterschrift war. Hat der Biden gewusst, dass er unterschreibt? Hat er es wirklich autorisiert? Oder hockt irgendwo ein Mitarbeiter, vielleicht ein radikaler Linker, und unterschreibt einfach, was er will? Beiden nahe Kreise haben sofort widersprochen. Sie sagen, ein Autopen sei legal und seit Jahrzehnten üblich. Und alle Entscheidungen hat der Herr Biden selber getroffen. Auch ehemalige Mitarbeiter wehren sich gegen diesen Verdacht. Sie betonen, dass sie der Meinung waren, dass keine Entscheidungen ohne Bidens Wissen getroffen wurden. Hat es je einen Executive Order gegeben, der per Autopen ist unterschrieben wurde, ohne dass der Biden davon gewusst hat? Mir ist keine solche Situation bewusst. Damit stehen zwei Aussagen im Raum. Eine Seite redet von Missbrauch, der hier im grossen Stil gemacht wurde. Die andere Seite sagt, nichts da. Es sei ein normaler Routinevorgang gewesen. Man sollte bei so einem Fall erwarten, dass ein Journalist das Argument von beiden Seiten beleuchtet, damit sich der Leser selber ein Bild machen kann. In der Schweiz wählen viele der grossen Medien aber einen anderen Ansatz. Die meisten Artikel stellen nur Trumps rhetorischen Angriff in den Vordergrund und gehen kaum auf die Frage ein, wie echt Bidens Unterschriftenablauf tatsächlich funktioniert hat. Und genau das habe ich jetzt aber für uns gemacht. Also, Trump sagt, Biden habe Häufen Dokumente gar nicht selber unterschrieben, respektive gar nicht gewusst, was der Autopen in seinem Namen alles unterschrieben hat. Biden, sein Team, sagt, mal, alle Entscheidungen seien von ihm gemacht worden. Und die meisten Schweizer Zeitungen stellen sich in ihrer Haltung hinter diese Aussage vom Biden-Team. Übrigens, was mir auffällt, die Antwort von Joe Biden kommt wieder nicht von ihm persönlich, sondern sein Team sagt, er lasse ihn ausrichten. Und genau das ist ja der Kern des Vorwurfs, dass man nie sicher sein kann, ob der noch überhaupt etwas von irgendetwas weiss. Item. Wollen wir uns kurz anschauen, was so ein Autopen eigentlich ist? Ein Autopen ist ein kleiner Roboterarm, der eine abgespeicherte Unterschrift exakt nachzeichnen kann. Ein echter Filzer, geführt von einem motorisierten Maschinchen, sozusagen. Der Autopen steht scheins seit den 1960er Jahren im Weißen Haus. Früher hat man damit hauptsächlich einen Kribbel unter Routinepost gesetzt. Gemeint sind Briefe an Kinder, Glückwünsche oder formelle Antworten aus dem Präsidentenbüro. Im 2013 hat Barack Obama den Autopen zuerst mal für ein wichtiges Budgetgesetz eingesetzt. Er war dann gerade auf Besuch in Europa, wenn ich mich richtig erinnere.
Damit war er der erste Präsident, der mit dem Autopen ein wichtiges Dokument unterschreiben liess. Rechtlich haben seine Juristen gesagt, sei der Autopen voll erlaubt im Fall. Ich wollte wissen, wie der Ablauf von so einer ferngesteuerten Unterschrift im Normalfall ist. Und das ist schon noch interessant, weil der Autopen wird nicht vom engsten Stab bedient, sondern von gewöhnlichen Büroleuten. Die befolgen im Normalfall einen festgelegten Freigabeweg. Die Entscheidung zum Brauchen des Autopen für ein bestimmtes Dokument wird im inneren Beraterkreis vom El Presidente besprochen. Dann zweitens wird ein Decision Memo vorbereitet. Dann der Staff Secretary verschickt das Decision Memo je nach Thema an die zuständige Kontrollstelle. Diese Personen prüfen aber nicht den Inhalt selber, sondern die bestätigen nur, ob das Dokument korrekt formuliert ist, also kein Schreibfehler drin ist, ob der Text vollständig ist und ob rechtliche Risiken geklärt sind. Wenn die formelle Freigabe vorliegt, gilt das Dokument als ready for signature. Dann gibt der Chief of Staff oder der White House Counsel das finale Okay. Ein technischer Mitarbeiter löst dann den Autopen aus. So sollte es im Normalfall ablaufen. Das Problem ist also nicht das Gerät selber, sondern der Ablauf, der hinten dran steckt. Ist tatsächlich jedes Mal sauber dokumentiert, dass der Befehl wirklich vom Präsidenten kommt? Diese Frage steht im Zentrum der aktuellen Debatte. Jetzt, das Biden-Team sagt, ja, der Biden sei immer informiert bei diesen Autopen-Unterschriften. Sprecher im Umfeld von Präsident Biden betonen, dass kein Dokument ohne seine Zustimmung entstanden sei. Sie behaupten, es sei ein sauberer Prozess gewesen und es habe klare Abläufe gegeben. Ein Ex-Mitarbeiter sagt in einer Befragung, es sei ihm kein einziger Fall bekannt, wo jemand ohne Biden gehandelt hat. Seid ihr über einen Fall informiert, wo ein Memorandum mit dem Autopen ist unterschrieben wurde, ohne dass der Präsident Biden das gewusst hat? Nein. Hat es einen Fall gegeben, wo der Autopen für eine Begnadigung ist genutzt wurde, ohne zu wissen oder Autorisierung vom Präsidenten? Nein. Hat es einen Fall gegeben, wo der Autopen ist gebraucht wurde, um eine Entscheidung über einen Strafverlass oder Strafminderung zu unterschreiben, ohne dass der das gewusst hat? Nein. Auch die Nera Tanden, die frühere Staff-Sekretärin, streitet alle Vorwürfe ab. Sie sagt, sie hat den Einsatz des Autopen überwacht und die Freigaben im Rahmen der üblichen Abläufe gesteuert. Gleichzeitig erklärt sie, dass sie keine Hinweise darauf haben, dass jemand Entscheidungen ohne Bidens Zustimmung getroffen hat. Laut anderen ehemaligen Mitarbeitern hat Biden auch komplexe Themen selber diskutiert und dann entschieden. Sie beschreiben ihn als präsent und fähig, wenn es um wichtige Inhalte ging. Habt ihr in den Sitzungen den Eindruck bekommen, dass jemand den Präsidenten so behandelt hat, als wäre er kognitiv beeinträchtigt? Nein. No. Auf Nachfrage wird gesagt, dass niemand von einem Fall wisse, wo jemand ohne Bidens Zustimmung gehandelt hat. Alle sagen, sie hätten die formellen Freigabewege eingehalten. Die demokratische Sicht ist also eindeutig. Die Autopen-Debatte sei ein politisches Manöver der Republikaner. Es sei ein Vorwurf ohne Grundlagen. Und auch frühere Präsidenten haben wie Autopen unterschrieben. In den USA sagen demokratische Sprecher, die ganze Diskussion sei nur ein politisches Theater. Zusammengefasst kann man sagen, alle Entscheidungen seien von Biden selber gekommen. Und die meisten Medien, auch in der Schweiz, übernehmen diese Haltung. Aber was sagen denn jetzt die Gegner dazu? Jetzt, Kritiker von dem Ganzen sehen den Einsatz des Autopen unter Biden deutlich kritischer. Sie behaupten, der Autopen sei gebraucht worden, um Entscheidungen ohne Bidens Wissen durchzudrücken. Ein Teil dieser Kritik hängt direkt mit Bidens Gesundheitszustand zusammen. Vor allem Republikaner sagen, Biden sei für wichtige Entscheidungen häufig nicht persönlich erreichbar gewesen. Das hat es möglich gemacht, auch ohne ihn Zeug zu entscheiden. Um diese Vorwürfe zu prüfen, hat das House Committee on Oversight and Accountability
eine offizielle Untersuchung eingeleitet. Der Ausschuss gehört zum Repräsentantenhaus und ist allgemein zuständig für Beschwerden über Bundesbehörden und mögliche Machtmissbrüche. Diese Untersuchung hatte das Ziel, zu klären, wer da tatsächlich entschieden hat während der beiden Ära und ob der Autopen missbraucht wurde. Mehrere Mitglieder aus beiden Teams sind befragt worden. Da ist immer wieder die Frage nach der Freigabekette auftaucht. Die Republikaner sagen, es habe eine Broken Chain of Command gegeben, also eine nicht funktionierende Befehlskette. James Comer, der hat den Vorsitz des Untersuchungsausschusses, hat es so zusammengefasst. Kaum jemand hat direkt mit Joe Biden geredet. Auch die nicht, die den Autopen autorisiert haben oder die die Erlaubnis zum Einsatz gegeben haben. Und auch der nicht, der beim Autopen auf den Knopf gedrückt hat. Laut Untersuchungsausschuss haben Häufen Abläufe chaotisch gewirkt. Viele der konkreten Abläufe, die zum Einsatz des Autopen geführt haben, sind nur ungenau dokumentiert. Comer verweist auf eine interne E-Mail aus dem Justizministerium. Laut seiner Darstellung haben dort Mitarbeiter schwere Bedenken geäußert zur Nutzung des Autopen. Die Republikaner verlangen als Konsequenz dieser Untersuchung, dass das Justizministerium alle Dokumente, die per Autopen unterschrieben wurden, nochmal neu bewertet. Also, und erst jetzt, als die Untersuchung abgeschlossen war und eine Prüfung der Vorwürfe durch das Justizministerium im Raum steht, ist Trump mit seinen Forderungen an die Öffentlichkeit getreten. Trump behauptet, es sei zu einer Vertuschung von einem Präsidenten gekommen, der zentrale Abläufe nicht mehr kontrollieren konnte. Darum hat er jetzt erklärt, dass alle beiden Autopen-Dokumente ungültig seien. Das sorgt jetzt weltweit für Schlagzeilen. In der Schweiz blenden viele Zeitungen die Details, die zu seiner Aussage geführt haben, weitgehend aus. Sie melden stattdessen von Trumps neuem Angriff auf die Demokratie. Zusammengefasst, der eigentliche Vorwurf betrifft nicht den Autopen, sondern dass zentrale Entscheidungen ohne Bidens direkte Beteiligung gemacht wurden. Der Ausschuss hat gezeigt, dass es genug Unklarheiten gibt, um diese Kritik ernst zu nehmen. Daraufhin erklärt Trump diese Autopen-Dokumente für ungültig. In seiner typischen Art, direkt und ohne lange abzuwarten. Jetzt wollte ich natürlich wissen, wer hat jetzt da recht bei diesem ganzen Gestürm? Beim Autopen-Care stehen also zwei Behauptungen im Raum. Eine Seite sagt, Biden habe alle Entscheidungen selber autorisiert. Die andere Seite behauptet, er habe vielfach gar nicht gewusst, was in seinem Namen unterschrieben wurde. Jetzt gibt es zum Glück ein Buch von zwei Journalisten, die die Machtstrukturen unter Biden aufgedeckt haben. Das Buch heisst «Original Sin». Einer der Autoren ist der Jake Tapper, ein langjähriger CNN-Sprecher. Der hat keine gute Beziehungen zum Weißen Haus unter Joe Biden. Das Buch beschreibt ein enges Machtzentrum im Weißen Haus. Intern hatte es den Spitznamen Politbüro, also auf Deutsch Politbüro. Gemeint sind ein enger Kreis von Beratern, die das Machtzentrum der Biden-Administration ausgemacht haben. Laut mehreren Berichten waren das der Mike Donilon, Bidens wichtigster politischer Planer, Steve Ricchetty, ein langjähriger Berater und enger Vertrauter, der Bruce Reed, stellvertretender Stabschef. Dann noch Annie Tomasini. Sie hat vor allem den Zugang zum Präsidenten kontrolliert. Und dann noch der Ron Klein, der ehemalige Stabschef. Laut dem Buch «Original Sin» sind ganz viele Entscheidungen zuerst durch diesen Kreis von Leuten geflossen. Die also, das sogenannte Politbüro, die haben Informationen bewertet und gefiltert und dann entschieden, wenn und ob Biden überhaupt einbezogen werden soll. Die Autoren behaupten, Biden sei je nach Tagesform und Situation teilweise erst spät
oder wenn überhaupt, nur am Rand involviert gewesen. Dazu komme, dass Mitarbeiter nicht immer ganz sicher gewusst haben, wer am Ende das Okay für einen Entscheid gegeben hat. Für viele der gemachten Entscheide gäbe es kaum Aufzeichnungen. Die Abläufe seien weniger bewusst kaum dokumentiert worden. Die Recherche hinter einem Buch zeigt, dass in vielen Fällen unklar ist, ob auch wirklich jede Entscheidung von Präsident Biden kam. Am Schluss des Buches relativieren die zwei Autoren aber wieder. Sie sagen, das Ganze sei wahrscheinlich kein Betrug gewesen, aber das System hatte deutliche Lücken gehabt. Und jetzt zum Schluss, wie gäng, noch meine persönliche Einschätzung. Wenn Entscheidungen tatsächlich ohne Bidens Wissen per Autopen unterschrieben wurden, dann finde ich das schon sehr problematisch. Der Untersuchungsausschuss und die Recherchen der Buchautoren zeigen auf alle Fälle, dass man diesen Vorwurf ernst nehmen sollte. Unter diesen Umständen ordne ich Trumps Aussagen anders einordnen. Ich sehe sie nicht mehr als Ausdruck von einem autoritären Reflex, sondern als Reaktion auf einen möglichen Beschiss während der Biden-Zeit. Aber in erster Linie geht es mir gar nicht darum, für oder gegen Trump zu argumentieren. Was mich an diesem Fall bald noch mehr interessiert hat, ist etwas anderes. Für mich macht das Autopen-Gestürm wieder einmal klar, wie gross der Haltungsjournalismus in der Schweiz präsent ist. Wir bekommen häufig nur einen Ausschnitt von einer Story präsentiert. Und wenn man sich darauf verlässt, wird man schnell zum Sprachrohr von einer fremden Agenda, ohne dass das einem bewusst ist. Ich habe für mich gelernt, und ich bin sicher, viele von euch auch, die Wahrheit findet man selten in einer Zeitungsschlagzeile oder in einem 90-Sekunden-Beitrag der Tagesschau. Ein gerechtes Urteil braucht Zeit und ein bisschen mehr Kontext. Weil es gibt Wege, gegen zwei Seiten zu jeder politischen Geschichte. Und die Wahrheit liegt auch meistens irgendwo mitten drin. Hey, voilà! Dann würde ich sagen, das war es wieder mal vom ehemaligen Badmeister. Merci vielmals an alle, die mich auch in der vergangenen Woche mit einer Spende unterstützt haben. Mein Ziel ist es, für mich selber und auch für euch, immer beide Seiten versuchen zu verstehen, so dass ich meinen Horizont erweitern kann, statt nur eine Perspektive zu sehen. Darum nochmal herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet die Spendeninfos unter www.vongunten.ch oder im Beschreibungstext von jedem Video. Also, merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Tschüss. Thank you.